Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 30. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe des SC Freiburg. Aber die ganze Stadt redet nur über unseren Kapitän und deswegen stehen wir hier in Müllem am Anleger des Möllemer Bötchens und rufen Heidewitzka, Herr Kapitän! Ja, wie ihr seht, hinter uns ist übrigens St. Clemens. Das ist lustig. Ich wusste gar nicht, dass dem Clemens, dem Christian, einer eine Kirche verliehen hat. Und wir hoffen, dass das natürlich mit dem Jonas auch bald passiert. Ne? Wir haben ja schon St. Peter, den Dom hinten für Herrn Stöger. Und Groß an Martin, damals Martin Lanig gewidmet. Ist schon ein bisschen länger her, Ja, aber genau. der ein oder andere wird ihn noch Genau. kennen. Ja, St. Ursula ist mir noch ein Rätsel. Und Kunibert, wann hat der bei uns gespielt? Ich kann es dir nicht sagen. Ist aber auch real. Ne? Es geht ja darum, dass wir unseren lieben Jonas huldigen. Und das machen wir auf die uns bekannte Art und Weise mit einem Shirt, diesmal ein Sondershirt. Und auf dem steht Jonas Magnus Düvels Kell. Ja, Leute, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und auf Jonas Hector. Prösterchen, Leute. Das ist gut angelegtes Geld hier. Und Jod angelegt hat früher das Müllemer Bötchen da vorne wirklich direkt an diesem Anleger. Das hat uns der Pfarrer hier von St. Clemens eben erzählt. Heute liegt da ein ganz normales Schiff, aber da tut ja auch gar nichts zur Sache. Nein, heute geht es nur um den Jonas. Und deswegen die große Frage, was macht den für dich denn zu so einem Düvelskäl, zu einem Großen, zu einem Jonas Magnus? Ja, vor allen Dingen seine Frisur. Die macht ihn zu einem richtigen Führungsspieler. Und wenn ich mir vorstelle, der Jonas mit so einer ätzenden Kampel- oder Sané-Frisur, das würde nicht funktionieren. Er wäre nicht die Respektperson, die er so ist. Ja, Jonas mit so einem Balotelli-Iro. Ne? Das ist eine unvorstellbare Geschichte. Undenkbar. Ne? Das zeigt einfach, was das für ein seriöser Kollege ist. Und ich glaube, der Mangel an Firlefanz, Ja, also absolut. keine bedruckten Felljacken und all so ein Quatsch, kein Lamborghini, kein gar nichts, ist auch etwas, was einen zu einem Führungsspieler macht und zu einer Orientierungsperson für junge Spieler, die nachwachsen und ein richtiges Wertegerüst noch suchen vielleicht. Ne? Ja, ist mal völlig ernsthaft. Also seine Führungsqualität, seine Seriosität, das hat uns schon sehr imponiert in all den Jahren. Und das hat auch dazu geführt, dass er in dieser Mannschaft so wichtig wurde, in der Nationalmannschaft so wichtig wurde und unseren Verein mit auf die Erfolgsspur gebracht hat. 2012 ist er angetreten. Klar, er hat diesen einen Abstieg dann 2018 mitgemacht, aber ansonsten hat Jonas Hector unseren Verein wie fast kein zweiter auf die Erfolgsspur zurückgebracht. Ja. Nach 25 Jahren Fahrschulverein. Genau für die Phase steht er tatsächlich. Ne? Also eine stetige, Versachlichung der ganzen Geschichte. Was ist das denn? Alles Müllemer Bötchen. Müllemer Bötchen, ne? Fluvia EU. Ja, also was ich ganz spannend und lustig fand, ist allerdings, ne, der ist natürlich auch ein Charakterkopf. Und die Leute, die jetzt angefangen haben zu überlegen, was sage ich denn über den, die sind natürlich zwangsläufig auch darauf gestoßen, dass er eben nicht so der ganz dicke Schmusebär ist. Ja. Und dass man sich dann schon bei allem Lobgehudel eingestehen muss, dass er kein Kuschelkollege ist und das ein oder andere mal ein bisschen sperrig rüberkam. Ne? Gehört auch dazu. Unter anderem auch in der Presse. Also wenn ich mich an dieses legendäre Interview nach dem Relegationsspiel hier zu Hause gegen Kiel, wenn ich mich daran zurückerinnere und die Äußerung, ja, ihr seid ja dazu da, um dumme Fragen zu stellen, was sollen immer diese Scheißfragen? Da haben sich einige Journalisten ziemlich drüber aufgeregt damals. Mir hat auch das imponiert, so ist der Jonas und er lässt sich einfach nicht verbiegen, auch an der Stelle. Nee, aber er verbiegt sich selber sehr gut. Also was ich wirklich vermissen werde, das kann ich sagen, ist dieser typische Hector-Move, diese Pirouette, wo du denkst, eigentlich hat er sich gar nicht viel bewegt, aber der Gegenspieler steht plötzlich komplett falsch. Und das kann kein anderer so wie er. Das ist so eine richtige Signature-Nummer wie dieser Arjen-Robben-Move. Ne? Das wird man nie wieder so sehen. Das ist toll. Und genauso wie er die Fouls zieht. Ja. Also kein Mensch holt so verlässlich die Freistöße raus wie Jonas Hector. Du hast keine Chance als Gegenspieler, da rauszukommen aus der Nummer. Sobald du wirklich nur irgendeine Bewegung machst, greift Jonas das auf und
entwickelt ein Foul daraus. Ne? Also sensationell. Und was er natürlich auch super kann, Elfmeterschießen, damals bei der Europameisterschaft, der entscheidende Elfer. Also so abgewichst musst du das Ding auch erstmal reinhauen. Ich weiß gar nicht, ob er das gewusst hat. Er soll ja auch ein paar Neuheiten erfahren in diesem Film. Ja. Das sind hier brandheiße News. Dazu gehört auch, dass er großartig gespielt hat, jetzt zuletzt wieder. Ne? Und kaum spielt er mal gegen Hoffenheim, zack, biegen wir das Ding um. Also beziehungsweise gewinnen wir das Ding. Ne? War eine super Leistung. Ja, also wobei in Hoffenheim die ganze Mannschaft wirklich außergewöhnlich stark gespielt hat. Also für mich die beste Saisonleistung, die wir da abgeliefert haben bei diesem 3:1. Die erste Halbzeit sensationell. Ein überragender Davy Selke Fußballgott. Und eine Stimmung im Stadion, was wir mitgekriegt haben. Wir waren ja im Gaffel am Dom. Da war es wirklich, also so laut habe ich es auch da noch nie. Es war fantastisch. Und Davy Selke, was fällt dir zu dem noch ein? Ja, ich finde es, also ich freue mich wahnsinnig für ihn. Und die Wahrheit ist doch, als er gekommen ist, haben ja viele Leute gesagt, ich kann den gar nicht leiden oder sowas. Wenn der von Anfang an erfolgreich gewesen wäre, hätten alle gesagt, er bleibt ein Arschloch, aber er spielt halt gut. Wie schön das ist, dass er jetzt uns alle ans Herz gewachsen ist, übers Scheitern eher. Und dass er sich aber so reingearbeitet hat, wie die Mannschaft eben auch, dass er jetzt zum Erfolg kommt. Geil. Das ist einfach wieder eine klassische, das schreibt nur der Fußball. Ja, Scheitern auf der einen, aber vor allen Dingen ja auch war viel Pech dabei, muss man sagen. Ja, aber er hat ja also gearbeitet, Verletzungspech. Ja. Und dass er jetzt hier wie Phönix aus der Asche, dass er so die Kurve gekriegt hat, so wie wir übrigens auch zuletzt auf unseren Shirts gefordert haben für die ganze Mannschaft, die hat die Kurve ja auch gekriegt. Das hat sie. Und überhaupt waren unsere Shirts in letzter Zeit wieder besser. Davor mit den Stürmertoren, das hatte nicht geklappt, das war ein Flop. Aber so hat er doch jetzt nachgereicht. Also danke, lieber Davy. Also du hast uns wirklich den Arsch Jan Thielmann ja auch. Stelle, ne? Ja, und der Jan, genau. Ja. Nee, also das war wirklich aus einem Guss. Und wir stehen sowas von komfortabel jetzt da, 5 Spieltage vor Schluss, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Wir können uns hier wirklich auf eine sehr entspannte Zeit jetzt freuen, auf eine Abschiedstournee. Und das Spiel gegen Freiburg wird das erste sein. Für die Freiburger geht es um sehr viel, nämlich um die Champions League. Die sind Vierter und wollen diesen Platz natürlich verteidigen. Eigentlich hält man zu ihnen, weil dahinter kommen Leipzig und Leverkusen und die sollen natürlich beide nicht in die Champions League kommen. Nein, absolut nicht. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Punkte einfach so abgeben. Ganz im Gegenteil. Freiburg war immer Vorbild für uns. Das hatten wir auch mal auf dem Shirt stehen. Ja. Und Vorbilder schlägt man mit besonderer Freude. Und das werden wir auch machen natürlich, ganz klar. Und was jetzt unsere Triumphfahrt, die letzten 5 Spiele anbelangt, das wünschen wir uns, das wünschen wir allen FC-Fans und das wünschen wir vor allem Jonas Hector. Ich wünsche ihm am allerliebsten eine Abschiedstournee, so wie die Rolling Stones, bei der er im nächsten Jahr doch wieder da ist. Ne? So bis er 80 ist. Ja. Wobei, wenn ich an diesen Nachmittag denke, der uns da bevorsteht gegen Bayern München, sein Geburtstag. Und möglicherweise versauen wir den Bayern die Meisterschaft an dem Tag. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn die dann feiern bei uns. Nee, das gibt Ausschreitungen. Das kann gar nicht gut gehen. Dann wird der Platzsturm mal eine ganz andere Dimension erleben. Ja. Nein, wir wollen Jonas Hector in der Ehrenrunde sehen und freuen uns da jetzt schon drauf. Aber auch auf die letzten 5 Spiele einfach. Wir brauchen einfach diese Abschiedstournee. Prost, Leute. 2 Kölschi. Wir sehen uns am Samstag im Stadion. Madet Jod. Prost aus Müllem. Heidewitzka. Herr Kapitän.